Marius Ola. Meine Frau Anna und ich sind sehr froh, von dir hier manchmal zu sein, mit jullie Gemeinschaft zu haben. Und ich sehe das als ein großes Verrecht und eine große Gelegenheit für mich, hier kommen zu reden von dir. Statt dann reden Pastor Quentin und ich, und er redet von, dass ich hier eine Botschaft bringen. Wir didn't bezahlen bis Text nehmen, aber das krieg ich so, und er früher gesagt, eine Botschaft bringen. Ich sagte, ja, und dann, statt die dann, früher nach Wort krieg, erst der Timer, wo wir reden da und so wieder, und sagt er, wir wollen anfangen mit einem Timer von den Himmel. Das ist ein sehr schöner Timer, und er sagt, du wirst die erste Botschaft bringen und die Series, und die Serie von Botschaften, so. Ich weiß nicht, was er tun, was nur das. Ich hoffe, dass ich das in der rechten Anfang merken, da hier mit dem Thema. Aber immer Hans vom Himmel reden ist ein Frauending für mich. Und das ist eine Sache von, wir wissen alle, die von uns, die hier sind, jeder einer, weil wir wollen hier nicht bleiben. Jeder Mensch, der lebt, das ganz sicherste, was in das Leben ist, wie der Jesus kommt, ist, was wir nicht weiten tun, aber das ganz sicherste, was uns passiert wird, ist, wir wollen sterben. Und wenn wir gestorben sind, dann fängt das nächste Part an. Aber von das Leben nur das nächste, so wie es von dir sind, wir machen durch die Todesdienst, aber dort dürfen wir uns nicht grühlen. Und das ist eine große Freude an, und dort erwarten und dort Verweicht kicken, was der Himmel ist für uns. Wir leben in dieser Welt und wir haben das sehr drauf mit vielen Dingen. Und ich möchte vorstellen, dass das, was frei ist das meiste, und was verlangen wir das tollste noch. Wir weten, die Welt in der Area steht, und besonders in der letzten Zeit, dass die Area in der Welt ist, in Israel und Gaza das Kirche, und in der Ukraine so lange Kirche war und so weiter. Und dann denken wir, na, ihr wandert ab hier in Deit. Na, wir Fernsehen von Deit. Und wir haben noch, das noch angefangen in Israel, in Gaza, waren dort auch ab hier in Deit. Na, ihr wird Fernsehen von Deit, aber Jesus lädt uns, du wollen schwere Tiden kommen zu Latzt. Und als Gott sein Reich wird ganz völlig offenbart worden und ganz völlig im Schwung sein, da wird schwere Tiden geben. Und wir müssen das bloß annehmen, dass das ist. Die Welt ist eine sinnverdorvene Welt, wir leben hier und wir haben nicht sehr viel, was wir damit tun können. Der fleischliche Mensch ist mit Sinn verdorben. Und der einzige Weg, was wir haben, ist bloß durch Jesus Christus uns rein zu merken, vor allem hier zu leben, das nicht ans Tüß, und dann dort wird auch mal uns Tüß sein. Wir uns von dem mal mit verführen von den Übergangen, was wir kicken tun, was wir vorwärts kicken tun, was wir hupen tun, und was wir weiten, was Gott für uns getan hat, was im Kommen ist. Und das soll sein, dass der Weg zu haben ist nicht ein leichter Weg. Und Jesus sagt ganz klar in der Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, immer war, dort ist nicht, die wollen schwere Tiden haben in dieser Welt. Na ja, waren aber doch nicht so schwer sind, nicht so. Well, ein Krieg meint bloß schwere Tiden, haben uns immer gesagt, wir wollen Kriegsdrohen verarmen. Es wird Schwierigkeiten sein. So, die Frage, wo ich mit anfangen will, ist diese von dir. Was glauben wir? Well, was wir glauben, da wir damit beweisen, mit was wir tun. Was wir glauben, da wir damit beweisen, was wir tun. Als Christen weit wir in Glauben, wir sagen meins, dort wir hoffen, wir weiten das in den Himmel und wir trösten uns damit. Wenn wir hier sind, dann haben wir eine ewige Wohnung bei Gott. Eine Wohnung, die niemals eng nehmen wird. Was hier in eng bedienen wird, mein Anfang bei Gott. Wir haben ein Evangelium, wo uns die lehrt, was Jesus im Kreuz, der Erlösungswerk vollbracht hat. Er ist gestorben, ist abgestorben, die Gemeinde hat angefangen. Und dort wird dann die Pfingsten aus dem Anfang. Und futzt aus dem Anfang, da wird es schwor, und die Apostel waren verfolgt. Und die waren nur wieder, die Gemeinde war es gerade. Und einmal eine Zeit, da wird ein junger Mann, der heißt Saul. Der war sehr ehrlich im Judentum. Er will sicher merken, dass das jüdische Gesetz wird erfüllt worden, oder das wird ausgelebt worden. Und dann kommen diese Gemeinde zu sagen, Jesus von Nazareth, das ist der Messias. Das kann aber nicht so sein, dann wird er verfolgen. Mit den hohen Priestern, den Schriftgelehrten, ihre Erstattung. Einmal war ich in Damaskus, dann hat er eine Erfahrung mit Jesus selbst. Und dann bekehrt er sich dort. Und von dort ist er der Apostel Paulus. Und dann ist er sehr ehrlich für das Evangelium. Und dann hat er wieder reisen, alle Wege in verschiedene Länder, in verschiedene Städte. Und dort hat er Gemeinden angefangen für Jesus. Und die Gemeinden haben auch nicht alle leicht. Das sind Schwierigkeiten, das sind Beschwerden in den Gemeinden. Und besonders in Korinth, in der Stadt Korinth, da fängt die Gemeinde an. Und da haben wir viel von beschrieben im Neuen Testament. Wo in der Gemeinde, wir nicht alle Fan an Korinth. Und weil wir den ersten Korintherbrief gelesen haben, in den zweiten Korintherbrief gelesen haben, da wir weiten, dort wird nicht alle leicht. Und hat die Gemeinde angefangen, er erst weg. Also die Schwierigkeit, dann schrift hier ein Brief, und der hat mit Dingen tragstellen, dann schrift er noch ein Brief. Und in das 4. Kapitel von 2. Korinther
Kapitel 4, da schrift hij een groot deel van, wo schwor en tot al gewaast is in dit leven. De beschwerden wat Paulus en de met, wat hij heeft, wo schwor ze dat aan in de dienst. En op beamst dat niet nu, dat er bloß durchstellholen en dan wieder gaan en dat van verjeten. Aber dann nimmt hij een schrift nach Meier, dann sagt er de Korinthische Gemeinde und dann sagt er, wat sie im Verhoop haben, oder wat sie bewusst sind, wat er kommen wird. Und ich will von der uns Zeit nehmen, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 bis 10, will uns mal was Vers lesen, und dann mit Stellholen, was lehrt uns das? Also 2. Korinther Kapitel 5, fangen wir an mit Vers 1. En hij heeft geredet van beschweren alles im Leben en wat beschwerden ze al bejegend hebben. Maar hij is niet moedloos, hij is niet hoopningsloos, hij is ganz vol moed en vertrouwen, dus wat Gott ihm kommt. Hij zegt es in Kapitel 4, Vers 1. Wie weten aber, sagt hij, wanneer dat zelt en woont wie hier op deze Welt leven doorgebreken wordt, dan hebben we een huis im Himmel, dat niet van mensen heen gebied, maar van Gott zelfs en wordt ewig blijven. Also Nummer 1, das Leben in dieser Welt ist für uns nicht ein bleibendes Leben. Oh, wie schön würden gleich wollen, aber wir nicht so. Wir würden immer jung bleiben, immer gesund bleiben, vielleicht noch sogar gut Geld haben, eine sichere Regierung haben, da würde es schon nicht, no. Wenn das Leben alles wäre für uns, was er ist, da würde traurig bestimmt sein. Aber wie viele Menschen leben über so Stadt? Die Bühnen schaffen, bloß für das, und haben kein Verlangen im Himmel. Na ja, wenn ich gestorben, da war ich doch hin, aber hier, nu weg man das kämmern. Die seien dort nicht, aber die leben so. In dieser Welt ist nur eine kurze Zeit. Psalmist sagt, von 70 Jahren, von viel Tagen dich. Paulus zweifelt nicht, er sagt hier, wie weiten, das zählt, das ans Körper, das das Leben. Und wenn wir auf dieser Welt leben, durchgebrochen wird, noch keinmal ein Mensch gewesen, was hier immer lebt. Und hier haben wir Menschen, die 100 Jahre alt werden, aber nicht viel darüber. Und das Körper ist mal ein Zelt. Stellt uns das mal vor. Er sagt, ein Zelt wird auf dieser Welt leben. Aber wenn wir das durchbrechen, wenn es schwach ist, dann haben wir ein Haus im Himmel, ein Haus in ein Zelt. Das ist mal ein Glück in der Stadt. Hier ist ein Haus und das ist ein Zelt. Wann muss ich wollen? Ein Haus oder ein Zelt? Ein Zelt ist vielleicht gut für ein Weekend, wenn wir campen gleich, und das ist bei ihm ein Zelt zu wenig zu brauchen. Das tägliche Zelt, was wir hier haben ans Körper, der wird verwesen, der wird sterben und verwesen. Aber das ist ein Haus im Himmel, was Gott gebüht hat. Gott selbst, sagt er. Er ist sehr bekümmert, dass die Kinder das wird klar sein. Das ist nicht ein Gezweifel, wird es vielleicht zu sein, könnte es sein. Er sagt, wie weiten dort? Dann Vers 2 sagt er wieder, willst wir dort weiten, stehen wir. Und wir bangen uns danach, von unserer himmlischen Wohnung bekleidet zu werden. Dann sind wir bekleidet und nicht nackig. Warte, heißt ich bewusst, heißt ich sicher, heißt ich, wir stehen. Dort meint auf Englisch sagen wir groaning. Uns ist das schwor. Und das ist ein Gewahr. Und das nicht von selbst. Er sagt, wir bangen uns. Bangen meint so viel, dass eine Lage steht im Hort, was jetzt mit was zu erfüllen, was noch nicht wirklich ist. Einmal, wenn nur ein Freund gestorben ist, ein Verwandter gestorben ist, dann das ist sehr weh, nicht so komplett, das ist nicht arg. Aber das ist ein Verlust. Aber Kriegsgeschaft, dort, wo kommen ist, Paulus sagt, wie weit wo kommen ist, und wir lernen nur ans Bank noch. Wie viele Menschen hier, und dürfen nicht hängen abheben, aber wie viele Menschen hier können mit abbrechen Worte sein, sie bangen sich um Himmel. Und wir bangen uns vielleicht nicht Gesundheit oder vielleicht noch viele gute Dinge, aber bangen wir uns wirklich um Himmel? Bangen ist normal. Von Christus, der Jesus nur folgen, der bringt ein Bangen mit sich. Von denen ich eine Lage steht. Wenn ich das Herzpunkt erfahren habe, ist sich bewusst, als heißt Jesus nur folge, dann einmal all das Irdische ist ein bisschen eine Nebensache. Das taugt nicht mehr viel. Ich muss auch ins Körper ein bisschen Zeltdienst, das Haus, was wir kriegen wollen. So, ich hoffe, in 3 dann wollen meine Frühe und ich mit ihr saß dann im Mond und mein Schwer wollen nach Tennessee fahren vom Podium for Vacation. Hat noch lang uitgeplant und die Cottage durch reserved und alles, betont und alles und den Reise geplant und dann
Ein Tag fuhren wir mich schwer mit Besegnen das erste durch, und dann reden wir Jerusalem von, okay, da haben wir das geplant, und dann, wie Monaten, einmal sehr Jerusalem zu mir gesagt, durch die Freien habe ich auch schon gegangen. Das bleibt mir sagen. Das wird so. Durch die Freien habe ich auch schon gegangen. Jetzt uns das Schein zum Himmel freien. Und da denken wir dem meisten nicht mal an. Dort, wo wir schon alt sind, da wo wir uns um die Sache kümmern. Da wo wir uns um kümmern. Dann habe ich ein paar Sachen zu merken mit meinem Nachbar, mit meinem Freund, oder mit wem ich nicht gut reinkomme, dann habe ich die Sachen merken, und dann sind wir im Himmel. Das ist nicht für das Schaffen, das ist ganz eine rechte Abfutung. Das ist nicht, für Paulus lebt. Das irdische Leben hier ist ein kleines, kartes Leben, wo wir uns reinmerken, handgeben für dort, wo es kommen ist. Maar der Apostel Paulus sagt, in Philipperbrief, ich wollte die Vers nicht lesen, er sagt, dort, wo hier mir ist, dort ist nichts, dort ist Schund, dort ist Prall, dort ist Melk, jens dort, wo ich in Jesus habe. Er bangt sich in Jesus, und du beamte sein für alle Ewigkeit. Und er sagt dann, und wenn dort ich was sein, sagt er, dann sind wir nicht merklich, dann sind wir bekleidet. Was meint er damit? Das ist zum Anfang sagen, die Menschen, die denken bloß an das Leben hier für nu. Das Himmlische ist nicht wichtig. So wie Jo und so in der Hinsicht haben, Jo waren gestorben, oder dann weg haben, aber nu sind hier dran. Die Menschen, die zu Stadt leben, dann bloß für diese Welt, und dann noch mal das ewige Welt noch hier auch noch haben, die wollen hostig fing. Und dort, wo sie hier verstrebt haben, dort verlieren sie das bisschen Zelt, dort ist nicht, das verschwingt. Aber für Jesus Leben haben sie nicht getan, haben sie nicht verregemerkt, haben nicht heilgegeben, haben sie nicht bekehrt, aber nie wollen sie noch schwimmen. Die wollen nicht stehen. Da wollen sie sagen, dass dort wird hier so wichtig, wir haben keine Meinung. Hält nicht an in Gott seine Ehren. Das irdische Zelt wollen sie loslassen, und vom Himmel haben sie nichts. Sie wollen dort verlieren, wo sie so viel auf die Bühne haben. Hiermit will ich sagen, die Bibel lehrt uns aber nicht, dass wir die Seligkeit verdienen können. Nur nichts von so. Die Bibel lehrt bloß, dort wir sich Jesus haben, wenn Jesus uns rauben, wir bekehren uns, dann Büße geben uns im Hand, dann sind wir selig. Aber was wir dort getan haben, dort wies uns Lebenswandel. Vielleicht denkt einer dann so, na, wo macht das dann nicht? Was ist denn der rechte Antwort? Wir sagen erst sagen, das Leben für diese Welt ist nicht im Leben, wir merken uns von dort rein. Das nächste ist, das ist ein Kampf. Wir nehmen den Kampf mit Mut und Frieden entgegen. Weil wir wieder lesen, Vers 4, er sagt, solange wir noch auf dieser Erde wohnen, haben wir sicher noch zu stehen. Das ist das Wort wahr. Das ist schwer. Weil wir darüber sorgen, unseren irdischen Körper nicht zu verlieren. Wir möchten lieber, dass uns die himmlische Wohnung übertragen wird, dass das Stoffliche an uns vom Leben übernommen wird. Und dann Vers 5, eine besondere Vers, Gott selbst übermerkt uns für das Reid und hat uns all den Jest aus einer Antooling gegeben. Ich kann mich noch gut besinnen und erinnern an den 1982, als ich mich mal bekehren wollte. Mir lacht das sehr an, ich will nicht rein zum Jesus begegnen, wann ich kommen würde, und mir wird das so wichtig, und ich will aber auch vor allem leben, und mir lacht das sehr an. Und dann bekehre ich mich, ich gebe mir am ganzen Hand, und dann stößt die Luther ab, ich mir taufen, und war ich ein Lied, und ich meinte, wie ich sehr Frau. Aber dann mit einmal, dann kann ich zweifeln, dann vielleicht bin ich nicht ganz sicher nicht bekehrt. Vielleicht habe ich nicht ganz aufrichtig nicht bekehrt. Vielleicht habe ich nicht ganz deutlich meine Sinne bekannt. Vielleicht habe ich nicht ganz nicht Büße getan. Da fühle ich mich sehr zweifelig und sehr ammerlich und so weiter und so weiter. Mit einmal dann fängt mir an klar zu werden. Ich habe mich ab dem Glauben getroffen und ich habe gefeilt. Und wenn das ab dem Glauben wir, dann muss ich das bloß vertrauen. Die Bibel sagt es. Und das will ich annehmen, und das ist, was Gott sich mit weiten. Und mir wird dann gerade Trost. Ich kann nicht auf die Feilen gehen. Ich frage mich selbst, wenn ich irgendwo, wo Gott nicht gefällt, ich komme kort über das Gnade, und dann kann ich weiter vorwärts gehen. Und er sagt, hier ist in Vers 5, das ist eine besondere Vorstellung, das ist ein ganz top Bedingung, sagt hier in Vers 5, Gott selbst mit uns zu verreiten, nicht wie Gott mit uns zu verreiten, und hat uns all sein Yes als eine Antooling gegeben. Auf Englisch sagen wir Down Payment. Eine Antooling meint, der Handel ist gemerkt. Die Sache ist nicht vorig noch nicht, wenn wir leben noch hier in der Zelt, aber die Antooling ist gemerkt. Das irdische Körper wird verwesen, aber die Antooling auf unsere Seiligkeit ist gemerkt.
Wat soll uns dit dann alles aandoen? Wo soll dit an uns Hart Mut sprechen? Weil wir wieder lesen, Vers 6. Er sagt so, durch wir bleiben getrost. Wir weiten so lang, als wir in diesem Körper wohnen, sind wir noch nicht tief beim Herrn. Wir leben noch in die Zeit, wo wir glauben, und noch nicht, wo wir seinen, sitzen glauben. Das ist noch nicht alle Wirklichkeit. Wir sind aber ganz getrost. Wir würden viel lieber unseren Körper verloren und tief beim Herrn sein. Willst wir uns nur bangen, da wir uns möglichst am zu gefallen und dann, ob wir hier sind oder all tief beim Herrn. Ist das nicht wertvoll und trostvoll für uns? Also Nummer 3, der Punkt. Das Versprechen von Gott für die Ewigkeit gibt uns Trost. Wir sind noch nicht tief. Nicht einer von hier ist all tief. Wo es anscheinend denkt, dass wir noch nicht tief sind. Wie schlimm würde es sein, wenn Gott würde sagen, nein, das ist nicht tief. Die körperlichen Beschwerden, die Gesundheitsprobleme, das Armland, das ist nicht tief. Keiner würde sagen, tief ist dort wel. Dat thuis wat ons verspreken heeft, dat is een eigen thuis, waar immer alles wat schijnen vrouw zijn. En ik neem aan, ik ben me bewust, Pastor Quinton wordt er nog van reden in de komende boodschappen. En hij zegt, Paulus zei dat in vers 7, hij zegt, we leven nog in die tijd, wo we geloven, nog niet wo we zijn kunnen. Dit brug geloven, niet gefail, dit brug vertrouwen. Wat je te geloven is het beste, dat was het beste, wanneer geproefd wordt. Wanneer die schwere tijden moet gaan. Ons irdische Dasein is een Reitmerken voor wat komen dat in de eeuwigheid. Das ganze Leben, wat we hier leven, so wie met Frauen Trost leven, ob wir sollen schaffen, wir sollen arbeiten, aber immer so haben, ist das Gott zu ihr, wie mit Menschen zum Nutzen, ist es zum Sehen. Und je mehr wir uns in Gott holen, je mehr wir uns verloren, je mehr wo wir stark werden und wachsen, und je bangen wordt ook graag worden met dat zoeken doen. Mens meestvoets zijn we alle van hier weg. Keiner von uns wird hier in den nächsten 100 Jahren leben. Entweder Jesus kommt erst, oder wir sind gestorben. Gott hat uns diese Zeit gegeben, in den Körper gegeben, wo er das Zelt nandet, das ist bloß von nu, bloß von Stolzje, und dann fängt das Eewja an. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Menschen nicht ans Tor fortwarten hier. Dass wir mit offenen Losen hängen halten und über viele Mal dann halten wir das so fast wie Zanken und Jachten und Striden und das Irdische, was so wenig wird hat und das Himmlische, das Ewige, ist so leicht angeschrieben. Du hast einen Himmel und du hast eine Hölle, wo du kommen wird. Wir sagen, wir wollen unbedingt im Himmel. Da wollen wir uns auf Gott vertrauen und so leben, dass er das wiesen wird. Lass mir das sein. Ein Mensch wird sich bloß auf das Irdische verlassen, das ist sein, der wird nicht die Stunden kommen. Der verlassen sich auf sich selbst. Haben wir uns gedacht, was merkt ein Mensch glauben, dass die Dinge, die wir hier in das Leben tun, dass die nicht wollen, uns beeinflussen. Wir können für zwei Seiten gelegt und das schafft nicht. Paulus könnte sehr mutig sprechen, sollen getrost sein und alle Schwierigkeiten auf Gott verlassen. Gott hat jetzt gegeben, das ist eine Antooling und das wird alle erfüllt werden. Aber dann Vers 9 sagt er noch so, weil Vers 9 in diesem Kapitel. Willst wir uns dann bangen, da wir uns mehrlichst das Amt gefallen und don't, ob wir zu sind oder ob wir arm. Nur dort noch, was Paulus hier sagt in Vers 9, das ist gesund, wo wir uns im Himmel bangen tun. Hier könnte vielleicht wer so eine sein, der würde sagen, na jo, wenn das so ist, dann mir interessiert das nicht zu sehr, das verdammt, und ich will mir nicht am Kämmer, da wollte ich bloß vielleicht den Mädelstreck nehmen. Ich will nach Hause, ich will nicht über den Himmel, das interessiert mich nicht, ich will bloß den Mädelstreck nehmen, das ist kein Mädelstreck. Das ist kein Taschenweg. Wir wollen entweder die Ewigkeit verbringen wie Gott, tief im Himmel, oder die Ewigkeit getrennt von Gott und ewig Qual. Und dort wird viel schlechter sein als das Tüß, wenn das uns Tüß wird sein. Aber von der ist genug. Von der ist eine gute Zeit für uns. Wir können es auf Gott verlassen, uns an Gott warnen, und das verbrachte Werk im Kreuz, was Jesus von uns getan hat für alle von uns getan. Den war ich bereit zu merken, aufzumerken, für uns im Himmel zu kommen.
Und wir haben das für uns von dir. Und viele Menschen machen sehr schwer leiden in dieser Welt. Aber keiner wird an Jans Zeit sagen, wenn er stüß im Himmel sein, na jo, wenn das Lied nach dem Bett leicht, aber Welt gewesen, da wird doch besser gewesen. Keiner wird seine Eltern haben dort. Und vielleicht sind auch so, die sagen, na jo, ich bin meist allein in meinem Leben. Ich kann nicht für Jesus tun oder zu wenig für Jesus tun. Ich will die nicht ein Schuldgefühl ableiten. Ich will die Mutter sprechen. Weil du das nicht schicken in Lukas Kapitel 23, ich wollte nicht lesen, aber du, Jesus hängt am Kreuz. Gruß, firm gestorben. Und jeder sieht von einem hängen zwei Verbrecher. Einer an einer Seite, einer an der anderen Seite. Und der eine sagt, na, wann die Christus beste, die vom Kreuz drauf und dann das an Suttlos merken und dann sind wir frei. Der andere Verbrecher sagt, nee, denkst du nicht an, wir sind beide schuldig, was wir tun. Wir kriegen, was wir verdient haben, aber das ist auch schuldig. Und der hat der Verbrecher gesagt, wo Jesus gesagt hat, dass sie für ihre Schuld gestorben und der hat der Verbrecher gesagt, und Jesus sagt, Herr, denk an mich, wenn du in den Regen ankommst. Dann sagt Jesus, von dir wirst du mit mir im Paradies sein. Dort kleine Bestie regt auch. Aber jetzt guck, wo lang das wohnen war ich. Wann wir die Botschaft haben, wann wir die Kinder sind, wir verantwortlich, was wir mit ihnen tun. Es sind viele Menschen, die nehmen das sehr leicht, sehr andauernd und sehr glücklich. Wir haben die Bibel, wir haben Kirchen und wir sind so drauf mit dem irdischen Leben. Am Himmel denken, dass wir hier und da noch mal im Bett, aber nicht wirklich sehr. Uns ist dort nicht wichtig. Viele Menschen ist dort nicht wichtig. Also vielleicht noch mal wo, wobei, nur weil wir das hier schaffen, hier ist es, weil wir tüß sind, für immer tüß. Der Apostel Paulus wird sehr wichtig, dass der korinthische Gemeinde, der korinthische Kirche, wo er mit geschafft hat, wo er hat haben abgehen, dass die Menschen nicht würden am Irrweg gehen, sich nicht würden verzweifeln, nicht würden sich verbessern. Und dann hat er einen Brief geschrieben und beschworen, im Leben manchmal erst verehrt. Und das, und hier in Kapitel 4 ist ein wunderschönes, stromes Bild, was wir im Verhub haben. Die ganze Karte, das ist der Toppunkte von das alles, weil wir es das abpunkten. Wir leben in einer sinnvollen Welt. Dort haben wir nicht mehr dran. Und dort ist, warum Jesus gekommen ist. Dort ist, warum wir evangelisieren. Dort ist, warum wir die Botschaft verbringen. Aber es ist nicht tüß. Gott hat was geplant. Dort wir das Zelt, was wir uns Körper nennen. Wir wollen den aufgeben. Aber dort haben wir mit Frieden down. Da wir uns nicht grünen für das Sterben. Das Sterben ist ein frohes Ding von Christ. Und dann haben wir eine ewige Wohnung im Himmel. Und Gott hat selbst den Jesus aus einem Down Payment, aus einer Antuling gegeben. Der wird nicht fehlen. Dort Signature, der Antuling wird als geltig. In der Welt haben wir schwere Tiden, aber die schwere Tiden sind uns nutzbar. Die wiesen uns Jesus. Haben wir gedacht, wenn Menschen schwere Tiden gehen, dann beten die mehr, dann beten die bei Stärke und so weiter. Und dann hier das Letzte, dann wollen wir nicht so leben, dass uns Lebenswandel dort wiesen wird. Im Himmel ist ein Steht, was Jesus von uns drei gemerkt hat, sagt, ich gute Hahn, es steht für jeden drei zu merken. Und dort wir nicht glücklich wird sein, dort wir Wort hat. Und für all die, was sich zum Himmel freien tun, sind wirklich das Zelt abzugeben, die Hand in Trost. Hier ist noch nicht Tüß. Das Tüß kommt bald. Und Jesus wird uns die Hand holen. Werden wir noch beten. Vor dem Himmel, wir sind dankbar für dieses Morgens, für diese Gelegenheit, wir können aus deinen Kindern taub zu kommen. Wir sind dankbar für das ewige Tüß, was du uns das Reich gemerkt. Wir sind dankbar für das Erlösungswerk, was du im Kreuz verbracht hast für uns. Wir sind dankbar für den Heiligen Geist, wir sind deine Kinder. Wir sind dankbar für die Wohnung, die du reinmerken lässt für uns. Und all das haben wir noch nicht gesehen. Das kommt noch alle. Wir beten, du wirst uns halten treu zu sein, uns halten mutig zu sein, uns halten Frau zu sein, in uns halten zu freien, was kommen ist, wenn wir uns nicht bangen, dann wird es von der Gute gesagt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.